Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe Freunde, bevor wir uns den schöneren Dingen auf diesem, ich sag mal, irdischen Leben widmen, möchte ich natürlich noch mein herzliches Beileid an die Familie von Christoph Daum aussprechen. Ruhe in Frieden, eine absolute Trainerlegende ist da am Wochenende von uns gegangen. Dieser Mann hat eine tragende Rolle in unserer Vereinsgeschichte geschrieben. Unter ihm waren wir das letzte Mal in unserer Vereinsgeschichte ein Meisterschaftskandidat. Zwar haben wir keine Meisterschaft erreicht, aber wir hatten wirklich eine Zeit mit unter ihm erlebt, wo man sagen konnte, dass der FC danach wahrscheinlich nie wieder, höchstens noch im ersten Jahr unter Steffen Baumgart, nochmal so ein Selbstvertrauen entwickelt hatte. Und ja, er wird immer einen ganz besonderen Platz in den Herzen von uns FC-Fans haben. Und einfach an der Stelle nochmal danke für alles, danke, dass du auch mal dann in der Zwischenzeit zu uns zurückgekehrt bist, uns auch nochmal ein paar schöne Momente geliefert hast, wie auch sicherlich außergewöhnliche Momente. Und diese Folge sei dann demnach Christoph Daum gewidmet. Ruhe im Frieden, du alter Zampano. Und ja, wie soll ich sagen, du bist zwar nicht mehr unter uns, ich sag mal so, du bist nicht von uns gegangen, du bist uns nur einen Schritt voraus. So sehe ich das mal wieder. Aber gut, dafür hat der FC am Wochenende etwas getan, das ich mir schon so lange gewünscht habe. Liebe Freunde, endlich mal ein Kantersieg. Nicht nur ein Sieg, ein Kantersieg. Ich konnte es nicht sehen, also jedenfalls nicht live, aber ich habe jetzt dann tatsächlich noch geschafft, mir ein paar Highlights anzusehen, die kompletten Highlights, alle Tore auch gesehen, und ich muss sagen, Freunde, ich beneide euch. Ich beneide jeden, der am Samstag in Müngersdorf war. Ihr habt einen tollen Tag erlebt, ihr habt einen wundervollen Tag erlebt, und da kann man eigentlich auch wirklich nur noch sagen, das ist der FC, den wir so lange vermisst haben. Das hat nichts mal mit dem Kantersieg zu tun, es hat einfach damit zu tun, seit Ewigkeiten mal wieder einen Sieg abgeliefert, wo eigentlich relativ früh schon klar war, dass wir uns keine Sorgen mehr machen mussten. Wo das Ding einfach eingetütet war, wo es ganz klar war, fällt jetzt ein Gegentor, dann wird trotzdem nichts mehr Großartiges geschehen. Und wie soll ich sagen, gönne ich jedem, der am Samstag da war. Wirklich, ich kann nur sagen, ich beneide euch. Da gehe ich mal einmal nicht ins Stadion und dann liefert der FC so ab, so wie wir uns gewünscht haben. Und das auch noch mit einem absoluten Traumergebnis, ein 5:0, ein 5:0 gegen Braunschweig. Ich sag mal aber trotzdem an der Stelle, das kann jetzt nicht für jeden Verein die Regel gegen Eintracht Braunschweig sein. Ich glaube einfach, früher oder später müssen sie einen System- oder gar Trainerwechsel machen. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil Nicolaou hatte hinterher noch gesagt, also der Abwehrspieler von Eintracht Braunschweig, dass sie jetzt aktuell die Schießbude der Liga sind. Nimm's nicht so hart. Das wird aber wohl jetzt nicht jedes Mal passieren. Ich glaube, eventuell diese Dreierkette, die sie spielen, wird ihnen zum Verhängnis, und das müssten sie langsam mal einsehen. Ja, und wir haben davon profitiert. Aber ich sage, wir hätten trotzdem gewonnen. Wir hätten trotzdem gewonnen, aber dass wir so hoch gewonnen haben, das lag an der aktuellen Form von Eintracht Braunschweig. Und wenn die diese Form halten, dann weiß ich nicht, wie es für sie noch gegen andere Vereine dann letzten Endes ausgehen wird. Aber es gibt wirklich gar nichts zu beanstanden. Ja, ich habe hier nochmal meinen kleinen schlauen Zettel. Ja, da steht jetzt tatsächlich hinten was drauf, nochmal rausgepackt, damit ich hier auch gar nichts an Highlights verpasst habe. Also, zur 26. Spielminute, Hübers nach einer Ecke trifft per Kopf. Ich dachte da schon, okay, schon wieder kein Stürmertor, schon wieder Kopfball Hübers. Nicht, dass es am Ende nicht reicht. Die Ausführung der Ecke, das wurde ja noch beanstandet, weil der Ball wurde zwar nicht freigegeben zum Abschluss, aber das war Meiner, ne, der den Ball nochmal in die Hand genommen hatte. Aber da wurde es ja, glaube ich, schon abgepfiffen und es wurde nicht gehört, und da haben sich natürlich jetzt viele drüber beschwert. Das Tor hätte dann deswegen nicht zählen sollen und dergleichen. Ich kann nur sagen, wisst ihr eigentlich, wie viel Ungerechtigkeiten der FC in letzter Zeit über sich hat ergehen lassen? Wie oft der Schiedsrichter den VR ignoriert hat und gesagt, ich gucke mir das gar nicht erst an? Ja, was soll ich sagen? Wir können ja auch nicht immer nur die Arschkarte ziehen. Ne? Wir können nicht immer die Arschkarte ziehen. Ups, jetzt habe ich dieses Stativ bewegt. Wir können nicht immer nur die Arschkarte ziehen, liebe Freunde. Oder generell Gegner da draußen. Wenn ihr nur wüsstet, wie oft wir benachteiligt wurden in letzter Zeit. Jetzt sind wir halt auch mal dran. So, jetzt ist da aber dieses Glück, von dem ich letztens erst gesprochen habe. Jetzt waren wir mal an der Reihe.
So, und klar, ich gebe auch zu, vielleicht wäre das Ganze anders gelaufen, wenn dieses 1-0 nicht gezählt hätte. Aber gut, dass wir dann noch ein 2-0 hinterher nachgelegt haben. Schon insgesamt mal kurz meine Dyskalkulie belasten. 8 Minuten später, 34. Spielminute, Ljubicic, ja, nach einer schönen Vorlage von Meiner, muss ich auch sagen, das war auch schön durch die Mitte herausgespielt, habe ich gesehen. Das war einfach wirklich, das war ein ganz anderer FC, wie ich den in den letzten Jahren erlebt habe. Zumindest das, was ich gesehen habe. Das wirkte wirklich endlich so, wie ich es mir schon seit langem gewünscht habe, was Änderungen betrifft. Und ja, absolut geile Aktion. Linden Meiner ist aktuell nach 3 Spieltagen schon sowas wie der Spieler der Saison für mich. Also Stand jetzt, ne? Kann ich auch viele ändern. Ljubicic, aber kommen wir gleich noch zu, macht ihm da auch alle Ehre oder ihm das Ganze streitig, aber aktuell Meiner in der 2. Liga, das ist genau sein Ding. Ich glaube, das passt tatsächlich ganz gut für ihn in der 2. Liga. Also da funktioniert der Junge hervorragend, er zeigt so viel Selbstvertrauen. Ja, das ist dann der Spieler, der uns versprochen wurde, als er geholt wurde. Der richtig gute Linden Meiner. Finde ich toll, wie der Junge sich macht. Ja, und dann hat es dann noch bis zur 2. Halbzeit gedauert, bis dann sogar ein 3-0 fiel. Lemperle schön ins Eck geballert. Ach man, wir machen so wenige Tore mit dem Fuß. Das war doch gestern wunderbar für euch, da endlich zu wissen, wir können auch mal was anderes als Kopfbälle. Wunderbar, was der Lempele da abgeliefert hat. Und ich musste das war ja auch nach einer Vorlage von Thielmann, wenn ich mich nicht irre. Ne? Korrigiert mich, wenn es falsch war, aber da gab es auf jeden Fall noch eine Torvorlage im Spiel und das war die, glaube ich, von Thielmann. Ja, okay, da hat das tatsächlich funktioniert mit diesem rechten Außenverteidiger, der sich in die Offensive mit einschaltet. Wunderbar. Dann scheint es ja wohl doch geklappt zu haben. Ich hoffe, sie haben sich jetzt eingespielt, wo ich aber sagen muss, da hat es vielleicht gegen Braunschweig, die momentan sehr gebeutelt sind, geklappt. Hoffentlich hat es was freigesetzt in ihnen, dass es auch gegen andere Gegner dann demnächst klappt. Aber zu Schalke kommen wir dann am Ende der Woche oder kurz vorm Spieltag. Wir wollen uns heute mal auf diesen wunderbaren Tag, den ihr da draußen erleben durftet. Ich bin ja hier in Serbien, kann es mir leider nicht ansehen, beziehungsweise nicht miterleben, aber ich arbeite dran. Ich arbeite dran, dass das zumindest gegen Schalke möglich ist. Weil wir haben hier Satellitenfernsehen, aber ich muss einen neuen Receiver kaufen. Ja. Dann nochmal Lemperle, macht eine Torvorlage für Dejan Ljubicic. Freistehend, eingeschoben, einfach ganz locker. Zweites Tor Ljubicic an diesem Spieltag. Wunderbar. Einfach toll gemacht. Ja, ich hoffe, das war nicht seine Abschiedsvorstellung, weil jetzt sage ich auch ganz ehrlich, ich revidiere das, was ich gesagt habe zu Saisonbeginn, dass wir den unbedingt verkaufen müssen. Wisst ihr was, scheiß auf die Kohle, wenn der uns irgendwie das bestmögliche Saisonergebnis, was vielleicht sogar ein Aufstiegs- oder Relegationsplatz sein könnte, aber ich rede jetzt trotzdem immer noch von Platz 6 bis 8, will ich immer noch so sagen, Hauptsache wir sichern uns den Zweitliga-Klassenerhalt so früh wie möglich, am besten schon zur Winterpause. Wenn er dazu beiträgt, dann kann er auch gerne zur Winterpause gehen, aber bitte bleib fürs Erste. Also, weil jetzt spielt er richtig geil. Aber ich revidiere das mit diesem dringend verkauften Ding. Aktuell, zur Winterpause können wir einen kleinen Umbruch einleiten vielleicht, wenn es überhaupt nötig ist. Ne? Ja, gut, und dann hat es nochmal bis zur 88. Spielminute, da war eigentlich das Spiel schon durch mit diesem 4-0, das ja in der 61. Minute fiel. Dann hat es nochmal bis zur 88. Spielminute gedauert, bis dann die Kirsche auf der Sahnetorte drauf kam. Ja, Olesen auf Hussein Basic. Und ja, Hussein Basic, wie viele Scorerpunkte hat er jetzt schon? Auch tolle Saison bisher. Ja, und Waldschmidt. Einfach wuchtig reingeschossen, aber war das hier, das hätte er mal sein lassen sollen. Ganz ehrlich, mach mal 10 Scorerpunkte und dann können wir gerne hier so nach dem Motto, ich habe euch alle zum Verstummen gebracht und so weiter und so fort. Ne? Die Nummer nicht. Ne? Bitte nicht so tun, als ob es für uns eine Ehre sein sollte, dass Luca Waldschmidt für uns spielt. Entschuldigung. Den Zenit hat er aktuell überschritten. Und von daher, bitte, ein bisschen kleinere Brötchen backen, ein bisschen, ne, also hast jetzt mal ein Tor geschossen, bitte knüpf daran an und dann kannst du gerne nach 10 Toren oder 10 insgesamt Scorerpunkten, also inklusive Vorlagen, dann kannst du gerne nochmal so machen, ne, und den hier und was weiß ich alles, ne. Gut, liebe Freunde, genießt das zweite Mal hintereinander die Woche. Wir haben schon wieder gewonnen in einem Pflichtspiel. Okay, wäre schön, wenn es schon der zweite Ligasieg wäre, aber ihr seht, wir steigern uns tatsächlich. Mit einer Niederlage gestartet, ein läppsches Unentschieden vielleicht noch geholt.
Und dann ein Sieg im Pokal und jetzt nochmal ein Sieg. Ja, das ist schön. Die Kurve steigt nach oben und das ist doch wirklich sehr wünschenswert gewesen. Gut, das soll es an der Stelle gewesen sein, liebe Freunde. Wir sehen uns zum Spiel gegen Schalke, beziehungsweise meine Gedanken vor dem Spiel. Wie gesagt, ich bin noch bis zum 14. September in Serbien. Was auf jeden Fall noch kommen wird aus der gewohnten Umgebung, ist ein vorbereitetes Video am 9.9., also 9. September, das dann um 18 Uhr online gehen wird. Ist schon vorher eingestellt, kann man so machen. Für die noch irgendwie vorhaben, YouTube zu machen, ihr könnt schon hochladen und dann sagen, wenn das online gestellt werden soll. Aber gut, das sei es mal an der Stelle. Ja, genießt die Woche, genießt eure FC-Woche. Und lehnt euch zurück, seid stolz und dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, denn wir wollen uns doch wiedersehen.